Und damit ein ganz herzliches Hallo zu 100% Bundesliga. Heute mit einer Sonderausgabe live aus dem Rhein-Energiestadion. Topspiel in Liga 2. Der HSV ist zu Gast beim 1. FC Köln. Ein Wahnsinnsspiel bis hierhin. Die Partie befindet sich ja noch in den Schlussminuten. Und wir sind natürlich mit der ganzen Truppe hier angereist. Steffen Freund, unser Nitro-Experte, ist mit dabei. Veggie, du auch. Wir sind alle schon richtig aufgebracht, weil es viel, viel Freude macht, das Spiel hier heute Abend. Ja, und vor allen Dingen, Steffen, eine Atmosphäre, die jedem Erstligastadion taugen würde. Genau, also wenn beide Mannschaften wieder aufsteigen würden, wäre das großartig. Aber die FC-Fans finde ich grandios, wie die ihre Mannschaft anfeuern und singen. Das ganze Spiel überragend. Flutlichtspiele in Müngersdorf, immer was Besonderes. Das heute ein Thema bei uns. Wir werden Ihnen natürlich gleich ganz ausführlich das Spiel zeigen und alle Stimmen zu diesem Spiel nachliefern. Wir haben aber noch viel mehr mit Ihnen vor. Das sind unsere Themen des Tages. Wir sind im VIP-Raum des Rhein-Energiestadions in Köln. Und weil Steffen eben Steffen ist und früher ein Sechser war, sind wir hier auf Tuchfühlung gegangen. Haben uns so ein bisschen reingequetscht hier. Ne? Und, Stimmung ist gut, alle sind gut drauf. Ja, Stimmung ist gut. Es gibt einiges zu diskutieren, aber wir müssen noch mal über Schalke sprechen. Klar. Das war eine Minusleistung. Das Positive, 4 Punkte aus den beiden Spielen in Hannover, in Nürnberg. Aber sonst, außer Nübel, fällt einem nicht viel ein. Genau, das ist aber auch entscheidend, weil die Negativsituation war eben wirklich extrem unter Tedesco. Und so konnte man jetzt wenigstens gegen Hannover 3 Punkte und diesen einen Punkt gegen Nürnberg und die Leistung überhaupt keine Frage. Gerade auch im Ballbesitz, aber das kennen wir ja schon von der ganzen Saison, war echt wenig von Schalke 04. Und es sind am Ende auch, oder es ist ein ganz glücklicher Punkt in Nürnberg gewesen, aber im Endeffekt ist das Wichtigste. Sie werden sich wohl retten mit Hüb Stevens. Dennoch hatten viele bei dieser Nostalgieverpflichtung, dann auch mit Mike Büskens und Gerald Asamoah gedacht, dass Schalke das Ganze souveräner gestalten würde. Er zieht das Training an. Die Fans sind sauer. In Schalke muss sich sicherlich einiges ändern. Und die Frage, mit welchem Personal? Sportdirektor, Sportvorstand, Trainer, alles neu? Ja, man ist ja im kompletten Umbruch, das weiß man. Und deswegen ist es ja so wichtig gewesen, dass man eben noch Hub Stevens im Aufsichtsrat und Mike Büskens auch im Verein gebunden hat, um einfach situativ noch eingreifen zu können. Und somit hast du eine sportliche Lösung sofort gefunden. Dass es auf dem Platz nicht funktioniert, das war vorher schon so. Und ich habe mir das auch gedacht, dass es schwierig wird. Aber wenn du so einen erfahrenen Coach hast und jetzt siehst du, dass es so schwierig ist, gerade auch im Ballbesitz Qualitäten zu zeigen, die Schalke ja auch im letzten Jahr zumindest phasenweise gezeigt hat, ist das klar. Ja, der Verein ist in einer ganz, ganz schwierigen Situation und kann man zufrieden sein, dass eben Nürnberg und auch Stuttgart nicht punkten. Ja, und Steffen hat eben gesagt, er war begeistert von der Atmosphäre hier heute Abend in Köln. Und Steffen, eine Besonderheit auch, wenn der FC gut drauf ist, wie in diesem Jahr wohl aufsteigen wird, dann sprechen viele ganz schnell von Europa. Und damit sind wir beim nächsten Bundesliga-Block bei einem Doppelpack Werder Bremen gegen den SC Freiburg und Hoffenheim gegen Hertha und Grün-Weiß von der Weser. Und die Kraichgauer, sie träumen eben von Ausflügen auf den Kontinent. Zurück in Köln und hier sehen wir den Europameister und das ist dann eben der Unterschied zum Rheinlandmeister. Er begehrt, ich darf in der Zwischenzeit arbeiten. Wir sind dann gleich soweit, der 1. FC Köln gegen den HSV und da die Geißböcke bei 7 Zählern Vorsprung vor den Rothosen eigentlich das Erstligaticket schon buchen können, haben wir die andere Tabelle mal in die Zeichen des Aufstiegs gestellt. Die zurück bei 100% Bundesliga in den VIP-Räumen des 1. FC Köln. 106 Mal hat es die Partie zwischen dem FC und dem HSV in der Fußball-Bundesliga gegeben. Jetzt zum ersten Mal in der 2. Liga in Müngersdorf. Und Sie haben es gesehen, das Stadion hat sich geleert, aber die VIP-Räume sind noch richtig gut gefüllt, denn es gibt einiges zu besprechen nach diesem Topspiel. Zuvor haben wir aber noch zweimal 1. Liga und da geht es um Europa. Borussia Mönchengladbach in Hannover beim abgeschlagenen Schlusslicht und RB Leipzig brilliert gegen Wolfsburg. Wir sind zurück in den VIP-Räumen des Rhein-Energiestadions mit Timo Horn, der eben schon da war. Timo, zunächst mal schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Ganz aufmerksam gerade das Spiel auch verfolgt. Unser Kommentator hat gesagt, letztlich ein verdientes Unentschieden. Wie bewerten Sie die 90 Minuten?
Ja, ich würde sagen, die erste Halbzeit ist an uns gegangen, die zweite etwas mehr an den HSV. Ja, war ein ausgeglichenes Topspiel, sage ich mal, ohne jetzt die großen Hochkaräter. Der HSV ist bis auf wenige Situationen eigentlich nicht zwingend geworden, auch in der zweiten Halbzeit nicht. Aber wir haben natürlich so 20, 25 Minuten wenig Zugriff gehabt. Und ja, der HSV steckt natürlich in keiner leichten Situation. Wir mussten auch ein bisschen mehr Risiko dann gehen. Und so ist das dann gekommen, dass wir da uns ein bisschen haben hinten reinfallen lassen. Auf der anderen Seite, ja, ein, zwei Schiedsrichterentscheidungen, die für mich so in der Form auch nicht gehen. Die dann Was meinen Sie da zum Beispiel konkret? Ja, für mich ein ganz klares taktisches Foul. Das haben die Hamburger ja dann auch selbst gemerkt von Gideon Jung, der ja, für mich da vom Platz muss. Ich frage mich immer, wir haben eine Regelschulung vor der Saison und da werden solche Dinge ganz klar angesprochen und das ist ein ganz klares Unterbinden eines Angriffes. Insofern eine gelbe Karte und ja, so ja, werden Gegner natürlich dann auch wieder stark gemacht. Auf der anderen Seite, wie gesagt, hätten wir natürlich ein bisschen mehr rausschieben müssen in der zweiten Halbzeit, ein bisschen offensiver verteidigen müssen. Ich glaube, dann hätten wir vielleicht auch früher schon ein zweites Tor machen können. Genau, Timo. Wer ist denn eigentlich dann der Spieler, der das machen könnte? Weil ich glaube, dass ihr so viele erfahrene Spieler, die schon in der Bundesliga gespielt haben, im Team habt. Aber zweite Halbzeit war dann irgendwo vielleicht die Führungspersönlichkeit nicht da, oder? Ja, wir haben schon Führungsspieler definitiv in den Reihen, die über viel Erfahrung verfügen. Das ist ein Marco Höger, ein Jonas Hector. Ich zähle mich natürlich auch dazu, aber kann natürlich im Spiel selbst wenig Einfluss nehmen von hinten heraus. Ja, aber das sind Jungs, die das auch immer wieder machen. Heute haben wir es, wie gesagt, 20 Minuten in der Form nicht hinbekommen. Ich meine, das wirst du selbst wissen, dass man das nicht in jeder Situation und über 90 Minuten dann immer optimal abrufen kann. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich hier heute auch gegen keinen blinden Gegner gespielt. Das ist eine Top-Mannschaft in der zweiten Liga und das ist dann auch kein Wunschkonzert. Insofern können wir mit dem Punkt leben. Ich glaube, für den HSV ja, wir hätten ein bisschen mehr auf die 3 Punkte vielleicht noch spielen müssen. Aber wir haben jetzt 10 Punkte Vorsprung nach wie vor auf den Relegationsplatz und das ist natürlich sehr komfortabel. Und wir versuchen jetzt einfach in den nächsten Spielen dann auch alles klar zu machen. Timo, wir haben es eben gerade schon angesprochen, der HSV hat im Offensivbereich viele Hochkaräter, die heute gefehlt haben, mit Lasogga, mit Hand, mit Holtby. Die Hanseaten sind sehr offensiv angelaufen. Inwiefern hat das mit dem korrespondiert, was Sie erwartet haben, oder war das vielleicht doch ein bisschen überraschend? Ja, aufgrund ihrer Situation haben wir sie jetzt nicht abwartend erwartet heute, sondern schon ein Stück weit offensiv. Ja, durch den Ausfall von Lasogga hatten sie vorne natürlich ein Stück weit mehr Tempo in ihrem Spiel. Vielleicht nicht die klare Anspielstation im Zentrum, der da viele Bälle festmacht. Aber natürlich mit Narei und Jatta 2 Spieler, die ja, immer gefährlich sind, über ihr Tempo kommen. Und da musst du höllisch aufpassen, dass sie dir da im Rücken nicht weggehen. Das haben wir eigentlich bis auf ganz wenige Situationen sehr gut, gerade in der ersten Halbzeit, in den Griff bekommen. Und ja, ist natürlich schade. Wir wollten unbedingt gewinnen heute, das ist ganz klar. Aber im Endeffekt war es wichtig, das Spiel nicht zu verlieren. Interessant, vor allen Dingen der FC steuert dermaßen souverän die Bundesliga an, aber wenn man die Partien der ersten 4 Teams untereinander wertet, ist der HSV Tabellenführer. Die Spiele mit Köln, Paderborn und Union Berlin. Nach Union und nach Paderborn muss der HSV noch. Hannes Wolf im Interview heute, 38. Geburtstag, und wir haben die schönste Gratulantin zu ihm geschickt. Ja, und wir trinken hier Fassbrause. Das ist was für Sportler. Timo, natürlich viele Elektrolyte nach so einem Spiel. Ich habe das Mikro noch in der Hand. Später werden wir natürlich dann auf Kölsch umsteigen. Und Timo, bei 10 Punkten Vorsprung. Sie können theoretisch schon am Osterwochenende aufsteigen. Wenn Sie später auf Ihre Karriere zurückblicken, hier geblieben zu sein, das Ganze zu reparieren, heute Abend auch so eine Kulisse wieder zu erleben. Was wird dieses Jahr, diese Saison für Sie selber im Rückblick dann bedeuten? Ja, ich habe es in einigen Interviews schon gesagt, dass für viele Jungs, die vielleicht auch den letzten Aufstieg mitgemacht haben, die auch die erfolgreiche Zeit miterlebt haben, dieser Aufstieg vielleicht noch ein Stück weit emotionaler wird, weil man einfach dann auch in der Phase mit dem Verein weitergezogen ist, wo es nicht so gelaufen ist. Und gerade nach der letzten Saison, die extrem schwierig war, natürlich für die Fans, das Umfeld und uns Spieler auch, ist das jetzt, ja, sehnt man diesen Moment einfach herbei, wo man es dann schafft. Und ich glaube, das wird ein ganz emotionaler. Timo, finde ich ganz, ganz toll. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Danke. Wir haben gerade eben Ihre Frau im Fahrstuhl getroffen. Die wusste gar nicht, dass Sie bei uns jetzt noch zu Gast sind. Also ich weiß nicht, ob die schon hier ist, dann suchen Sie sie mal.
Ja, ich suche sie, aber ich weiß, wo ich sie finde. Das ist gut auf jeden Fall. Das ist das Motto für den ersten FC Köln. Timo, vielen Dank. Und wir haben noch ein paar O-Töne von Laura nach diesem Topspiel in Liga 2. Ja, und auch wir läuten den Endspurt ein. Thomas steht schon an der Zapfanlage. Das kann er normalerweise wie kein Zweiter, aber ist auch Verbesserungspotenzial. Ich nehme das ab, Mann. Ich nehme das ab. Okay, Steffen, lass uns ganz kurz über St. Pauli sprechen. Die haben so überperformt in dieser Saison und erleben jetzt gerade einen kleinen Einbruch. Wie ist das zu erklären? Ja, nach der Derby-Niederlage 0:4 gegen den HSV wackelt der Verein insgesamt. Gab ja auch schon einige Veränderungen in der Personalsituation. Und dieser Punkt reicht natürlich nicht. Wenn du aufsteigen willst, brauchst du eben Siege. Und das fehlt im Moment. Wer glaubst du, ist für dich gerade näher dran, Kiel oder St. Pauli? Kiel. Ich finde, Kiel spielt einen erfrischenden Fußball, im Ballbesitz eben stärker als St. Pauli. St. Pauli hat große Probleme, kommt mehr über die Physis, kommt mehr über den Einsatz. Also Kiel ist, glaube ich, näher dran. So, und während ich Thomas gleich mal zeige, wie man ein Bier zapft, ne, Kollege? Das ist eine schöne Stange. Und ich zeig dir, wie man das trinkt. Ja, und Steffen zeigt mir, wie das trinkt. Gebe ich Ihnen noch einen Doppelpack mit an die Hand. SV Sandhausen gegen Dynamo Dresden, Erzgebirge Aue gegen Heidenheim. Ja, und Sandhausen, die sind richtig gut drauf. Am Samstag wurde aber erstmal ein Rückkehrer gefeiert. Und der Hamburger Sportverein hat hier heute im Rhein-Energiestadion gegen den 1. FC Köln gespielt. Die Partie endet 1:1. Und während auch eine Stunde nach Abpfiff hier in unserer Loge noch richtig Stimmung ist, habe ich mich mal rausgesetzt auf die VIP-Tribüne. Sitzt sich sehr angenehm und komfortabel hier. Aber mir gefällt mein Platz am Spielfeldrand dann doch immer besser. Eine kleine letzte Unterbrechung machen wir noch. Dann hören wir noch den Trainer der Kölner, Markus Anfang. Und wir machen natürlich auch noch den Ausblick auf die kommende Fußballwoche. Europapokal ist bei RTL und Nitro wieder angesagt. Bis gleich. Und wir stellen fest, dass die Kölner sehr gastfreundlich sind. Es durften sogar ein paar Hamburger in die Kölner Loge hier. Alle noch gut drauf, auch über eine Stunde nach Abpfiff. Fangesänge, die gehören dazu in dem Fußballstadion. Wir geben Ihnen noch den nächsten Spieltag mit an die Hand. Wir schauen mal auf die Partien. Fliegender Wechsel sozusagen. Jungs, hier sitzen wir gut. Oder ihr habt schon Kölsch schon wieder in der Hand. Was mache ich eigentlich hier heute den ganzen Tag? Wo ist denn dein Sportgetränk? Aber wirklich, gleich kommt. Ich habe schon mal die Füße hoch. Sportgetränk. Jetzt ist Füße hoch angesagt. Ausblick, guck mal. Und Ausblick. Weil das ist wirklich, also vielen Dank nochmal auch an unseren Sender heute. Danke Team Nitro, dass ihr das möglich gemacht habt. Das hat viel Spaß hier heute gemacht aus dem richtig cooler Abend. Tolles Spiel. Laura, quetscht sie dir auch jetzt noch ins Rein? Wenn ihr quetscht. Ich kann quetschen, wisst ihr ja. 1 bis 10, glaube ich. So, die beiden sind versorgt. Dann übernehme ich das mit dem Gute-Nacht sagen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Köln gegen HSV. 1:1. Der HSV ist dem Aufstieg sehr, sehr nah. Die Hamburger sind auch auf einem guten Weg. Das können wir mitnehmen von heute Abend. Ihnen gebe ich noch mit an die Hand. Countdown für Europa läuft jetzt noch bei uns im Programm. Das ist ja die Dokumentation, die Nitro über Eintracht Frankfurt in der Europa League dreht. Tolle Bilder, tolle Geschichten. Unbedingt mal reinschauen. Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, dann am kommenden Donnerstag bei den Kollegen von RTL wieder. Da zeigen wir Ihnen dann das Rückspiel vom Europapokal-Viertelfinale. Laura, du hast ganz trockene Lippen. Frankfurt gegen Benfica. Da gibt es dann Appleboy. So viel wollte ich noch erzählen. Jetzt kriege ich aber Druck, dass ich abgeben soll. Machen Sie es gut. Kommen Sie gut durch die Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.